Letzte Woche habt ihr ja mitbekommen, wie wir unser Wohnmobil beschriftet haben. Nachträglich haben wir es dann auch noch schön wieder einmal gewaschen, weil es hat ziemlich nötig gehabt. Und jetzt hole ich etwas, das schon lang nötig gewesen wäre. Jetzt geht's ab in die Obi. Obi! So, ich gehe jetzt schnell rein und ihr wartet schnell da. Bis nachher. Das ist etwas, das hätten wir schon lange gebraucht, sonst kannst du nämlich das Dach gar nicht richtig waschen. Mal schauen, ob ich die Leiter überhaupt ganz da reinbringe. Ui, ui, ui. Leiter extra lang. Ja. Muss ich dann die vorne ein bisschen heben vielleicht. He? Ja, kommt schon ein bisschen weit führen, he? Aber ich denke, es sollte gehen. Scheisse. Ein bisschen eng ist es. Aber es hat Platz gehabt. Das Skoda Octavia, tipptopp. So, und jetzt nicht wie heim. Seht ihr mich überhaupt noch? Hallo! So, das war natürlich noch nicht alles gewesen. Zu allen weiteren Infos kommen wir jetzt. Tada, tada. Wir haben letzte Woche einen Aufruf gestartet wegen einem Einstellplatz. Du lachst. Nein, das ist super. Tada, tada. Und wir haben Tipps bekommen. Leider hat sich nichts daraus ergeben. Also wir bleiben dran. Wir haben ja schon einen Stellplatz, was super ist. Was halt einfach für den Winter wirklich ganz gäbig wäre so wenn es nur schon eine Überdachung wäre mit Stromanschluss, das wäre natürlich hervorragend. Ja, und jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, damit wir das Wohnmobil ein bisschen schützen auch und einpacken wegen so einer Womo-Hülle, Haube, wie das Ding auch immer heisst. Falls ihr Erfahrungen habt oder eine selber habt oder einfach gute Tipps hättet, da wären wir natürlich sehr froh. Ihr könnt uns gerne in die Comments schreiben oder ein Mail schreiben. Ja, da sind wir sicher froh drüber. Ja, das wäre super, weil wir würden gerne nur eine kaufen und nicht 3 verschiedene müssen ausprobieren. Vielleicht habt ihr ja die Erfahrung gemacht und habt 3 gekauft und wir würden jetzt gerne nur die richtige kaufen. Genau. Des Weiteren möchten wir uns noch ganz herzlich bei der Petra bedanken. Sie hat nämlich uns ein mega langes und mega liebes E-Mail geschrieben mit ganz vielen Tipps aus und rund um Trochtelfingen, weil sie hat unser Stellplatzvideo gefunden. Das verlinken wir da. Und ich hoffe auch unser Vlog, der nachher noch dazugekommen ist, auch. Das wäre jetzt da. Und der Clou ist, und das macht uns wirklich, wir sind ganz aufgeregt gewesen, als wir das E-Mail gelesen haben. Sie hat dann das gerade weitergeleitet als ganze Rathausteam, inklusive Bürgermeister und Freiwillige Feuerwehr. Und an die Mitarbeiter vom Café Hanne. Jawohl. Und das Video hebt jetzt ein bisschen ab im Netz, das finden wir mega cool.
Und wir sind sicher auch nicht das letzte Mal in Trochtelfingen gewesen. So ist es. Jetzt sowieso nicht mehr, weil jetzt, mal schauen, vielleicht erkennt uns ja der Bürgermeister auf der Straße. Nur wir wissen nicht, wer das ist, aber er kann sich ja erkenntlich zeigen. Genau. Aber von dort her mal wirklich ganz ein herzliches Dankeschön an dich, Petra. Super hast du das gemacht. Ja, super. Wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal, weil sie ist mit ihrer Familie auch mit dem Wohnmobil unterwegs und hat uns ganz viele gute Tipps gegeben. Und damit bleibt uns nur noch eins zu sagen. Nein, wir haben noch etwas, und zwar das Wochenende nähert ja. Genau. Und wir haben wieder einmal Zeit, um mit dem Wohnmobil vorzugehen. Die letzten paar Wochen war immer etwas anderes oben. Ja. Und was aber angeht, das wissen wir jetzt auch noch nicht so genau. Wir machen es ein bisschen wetterabhängig. Und ihr werdet es erfahren, wenn ihr auf dem Kanal bleibt. Darum sagen wir jetzt einmal, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, Svefa on Tour. Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Svefa on Tour.